Hallo. Ich war letztens auf einer Hochzeitsfeier und da saß ein ganz unglücklicher junger Mann in meiner Nähe. Wir haben uns sehr nett unterhalten und dann sagte er mir, dass er selbst ja leider keine Frau oder Freundin finden würde. Er wäre schon ganz verzweifelt und er würde jetzt zum Islam konvertieren. Dann wolle er sich in die Luft sprengen und so käme er auf einen Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes, zu 72 Jungfrauen. Das war ein ganz netter Kerl, ich wollte ihn retten und sage so zu ihm, er soll sich das nochmal überlegen, es könnte ja sein, dass da die Angela Merkel dabei sei. Meint er, nein, nein, das kann ja nicht passieren, die ist ja keine Jungfrau mehr, die ist ja schon zum zweiten Mal verheiratet. Sage ich, okay, ich sprich lieber erstmal mit dem Herrn Merkel und dem Herrn Sauer über die Sache. Das hat er dann wohl gemacht, denn nach 2 Tagen meldet er sich und per E-Mail und sagt, also er würde die Sache dann doch lieber sein lassen. Ich fand die Sache also so lustig und habe die per Facebook eingestellt und dann meldet sich ein Freund und sagt zu mir, du Inge, weißt du, dass das Ganze überhaupt nicht stimmt? Also das mit den 72 Jungfrauen, das ist nur falsch überliefert worden. Es gibt da überhaupt keine Beweise dafür, dass diese Aussage je existiert hat. Das muss man sich jetzt mal vorstellen, wie viele Männer sich im Glauben an 72 Jungfrauen in die Luft gejagt haben und da oben wartet vielleicht gar niemand. Nicht mal eine Jungfrau Angela Merkel.